Ein ganz herzliches Hallo. Heute geht es um das Thema 8 Tipps, wie Vorsätze im neuen Jahr besser gelingen. Mein Name ist Pierina Steiner, Mutmacherin und Chancencoach von Speedflow Coaching. Ja, schon ist es wieder so weit. Das Jahr nähert sich mit riesengroßen Schritten am Finale. Darum habe ich für dich ein paar Denkanstöße und Tipps, gerade speziell zum Jahreswechsel. Weil alle Jahre wieder machen wir uns Gedanken zum Jahreswechsel. Lassen das alte Jahr Revue passieren, erinnern uns an unsere gefassten Vorsätze, an das, was wir ändern wollten, Ideen, die wir umsetzen wollten, Ziele, die wir erreichen wollten, vielleicht auch neue Wege einschlagen oder unser Leben einfach anders zu gestalten. Wir haben gehofft, dass im neuen Jahr einiges besser laufen soll. Doch dann war plötzlich schon Sommer und irgendwie sind die Vorsätze, die Ideen, die Ziele im Alltag in die unbewusste Vergessenheit geraten. Im ersten Quartal des Jahres, dort waren sie noch präsent in unseren Gedanken. Aber meistens so in der Form von ein schlechtes Gewissen haben, weil wir doch wollen, aber es nicht da haben. Und dann, irgendwann, hat sich auch das schlechte Gewissen nicht mehr gemeldet und der unbewusste Alltag, ja, der hat uns wieder fest in den Griff bekommen. So ganz nach dem Motto, ja, es geht doch, es ist ja gar nicht so schlimm. Hast du dich jemals gefragt, warum wir uns jedes Jahr wieder neue Vorsätze setzen und Wünsche in uns suchen kommen? Das sind die Impulse ganz tief in uns, die mit Unzufriedenheit, mit Bedürfnis zusammenhängen, mit dem Wunsch, etwas in unserem Leben zu verändern, zu verbessern, mehr Bewusstsein in unser Leben zu bringen. Wir alle kennen die nachdenkliche Stimme in uns, die immer wieder ganz speziell zum Jahresende in uns aufflackert und so ein Gefühl in uns auslöst, dass wir etwas ändern sollten, dass es nicht einfach so weitergeht im nächsten Jahr. Und trotzdem die bei ganz vielen die Vorsätze wieder versanden, weil manchmal einfach viel zu viel auf einmal sollte umgesetzt werden, uns vielleicht der Aufwand nach kurzer Zeit schon zu gross erscheint, zu kompliziert, weil wir die Motivation verloren haben oder es uns einfach nicht erstrebenswert erscheint, das überhaupt anzugehen. Und wenn die Motivation fehlt, dann bleiben wir auch nicht dranbleiben. Und dann passiert es, das Jahr ist schon wieder verflogen, wie das vordere Jahr, ohne dass wir das wieder umgesetzt haben. Dabei sollte uns doch bewusst sein, wir alle, wir haben 2 Leben. Das zweite Leben, das fängt genau dann an, wenn wir nämlich realisieren, dass wir nur ein einziges Leben haben. Mir ist mein Leben, meine Lebensqualität sehr, sehr viel wert. Und ich nehme an, dir auch. Darum habe ich für dich ein paar wichtige Tipps, wie du gute und umsetzbare Vorsätze fürs neue Jahr fassest, wo du dir auch dranbleiben kannst. Das Wichtigste, gerade zuallererst. Deine Vorsätze, die müssen einfach umsetzbar sein und ganz wichtig, sie müssen dich glücklich machen, damit du auch motiviert dran bleibst. Erstens, tu dir doch einfach mal alles notieren, was dir überhaupt in den Sinn kommt, an Wünschen, an Zielen. Das, was du fürs nächste Jahr möchtest haben, ohne gross zu überlegen, ohne gross zu werten, was sich ändern sollte, was deine Ziele sind. Zweitens,
Streich alles, was du jetzt aufgeschrieben hast, was du schon im vorderen Jahr als Vorsatz hast drauf gehabt und nicht erreicht hast. Es geht darum, dass Misserfolge unsere Erfolgsaussichten beeinträchtigen. Und wenn wir etwas im vorderen Jahr auf der Liste hatten, das wir nicht erreicht haben, dann ist es vielleicht nicht ganz unser Ziel oder wir sind zu wenig motiviert. Drittens streichen wir noch mehr streichen, und zwar alles, was du nicht gerade sofort in Angriff nehmen kannst. Nehmen wir an, zum Beispiel 3-mal in der Woche ins Fitnesstraining gehen, weil du vielleicht noch ein kleines Kind hast und nur einmal jemand für Betreuung da ist. Dann tu dir doch einfach das Ziel anders setzen, und zwar, dass du dir als erstens jemanden für Betreuung suchst und in dieser Zeit halt nur einmal ins Fitnesstraining gehst und erst wenn du dann jemanden für Betreuung hast, gehst du 3-mal. Das tut auch nicht demotivieren, weil wenn du dir von Anfang an 3-mal setzt und aber weisst, du kannst das gar nicht schaffen, dann demotiviert es dich. Viertens, lass dir die Vorsätze nicht ausschliesslich von deiner Vernunft und schon gar nicht von den Erwartungen von anderen Menschen diktieren. Bist authentisch in deinen Vorsätzen. Bist ganz ehrlich zu dir selber und tu Vorsätze herauslesen, die dir wirklich am Herzen liegen. Fünftens, schreib deine Ziele konkret in ein schönes Notizbuch. Bei den grossen Zielen ist es wichtig, dass du dir auch Zwischenziele setzt, damit du auch wirklich motiviert dran bleibst für dein grosses Ziel. Sechstens, erstell dir ein Motivationsbild oder tu dir vielleicht schöne Bilder ins Büro an den Kühlschrank hängen. Einfach so, dass du sie immer wieder siehst und dass du dich schon jetzt kannst freuen auf deine Zielerreichung. Du wirst sehen, das wird dich zusätzlich motivieren. Siebtens, du dich auch belohnen bei Teilschritten oder bei Zwischenzielen, die du erreicht hast. Das ist etwas, das einmal wieder motiviert, zum dran zu bleiben, gerade wenn es grosse Ziele sind. Achtens, ganz wichtig, bleib am Ball. Kleine Rückschläge gehören einfach zu unserem Leben. Es kann nicht nur bergauf gehen. Akzeptiere halt, dass mal etwas nicht ganz rund läuft, aber das Wichtigste von allem, bleib dran. Denn wenn du dran bleibst, dann wirst du auch Erfolg haben. Es lohnt sich, dran zu bleiben und deine Vorsätze umzusetzen. Denn eine Studie von der Universität Missouri, Kolumbien, hat untersucht, wie sich ein dauerhafter neuer Zeitvertrieb, also zum Beispiel ein Hobby, sich persönlich weiterentwickeln, im Vergleich zu einer einmaligen Veränderung, zum Beispiel ein neues Auto, ein Umzug in eine schöne Wohnung, auf das Wohlbefinden auswirken. Personen, die eine neue Aktivität wirklich durchgezogen haben, waren nachhaltig glücklicher und zufriedener als diejenigen, bei denen nur so eine einmalige Innovation stattgefunden hat. Veränderungen sind nur wirksam, wenn wir sie jetzt angehen und verwirklichen und nicht, wenn wir sie immer wieder vor uns anschieben. Das gibt nur so einen fahlen Geschmack in uns. Ganz egal, wo du gerade im Leben stehst, gib nie auf. Denk immer dran, es gibt immer einen Weg, Möglichkeiten, Lösungen, um das zu erreichen, was du willst, um das zu sein, was du gern möchtest sein. Zum Jahresende noch ein paar Gedanken. Noch wenige Tage und es ist Zeit, dem alten Jahr Leb wohl zu sagen und im neuen Jahr schon wieder die Hand zu reichen.
Grosse Träume und kleine Wünsche treffen am Jahreswechsel zusammen. Ich wünsche dir von Herzen, mögen sie all den rechten Weg finden zur Erfüllung im neuen Jahr. Ich wünsche dir, dass sich einige von deinen Träumen erfüllen, einige neu dazukommen, einige alte erhalten bleiben. Vor allem wünsche ich dir gute Gesundheit, Liebe, Glück und Zufriedenheit und Geduld. Die Sachen zu ändern, die sich ändern lassen, und Gelassenheit für die Sachen, die sich nicht ändern lassen. Wenn du Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren, egal ob über die Webseite oder direkt anrufen. Auf der Webseite findest du übrigens auch sehr viel Interessantes und kostenlose Kurse. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback geben würdest, eine Bewertung würdest hinterlassen oder einen Kommentar. Lass uns doch vernetzt bleiben, ob auf Facebook, wo ich Tipps, Ratschläge immer weitergebe, oder auf Instagram oder Pinterest. Ich wünsche dir eine gute, erfolgreiche Zeit und sage dir Tschüss mit einem guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald, deine Pierina Steiner.